Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja geil, wir haben gewonnen, schon wieder gewonnen. Ey, ich kann das kaum glauben. 4 Pflichtspiele hintereinander, 3 Ligaspiele hintereinander gewonnen. Und das jedes Mal zu 0. Also, das ist wirklich traumhaft. Traumhaft, liebe Freunde. Ich kann das wirklich kaum glauben, was wir aktuell für einen Lauf haben in dieser zweiten Liga. Ja, das war auch das, was ich mir erhofft hatte, als wir dann abgestiegen sind. Das war nämlich das lachende Auge, um es mal so auszudrücken. Wo ich mir dachte, ja okay, sind wir jetzt abgestiegen, aber vielleicht durch das geringere Niveau können wir wieder etwas mehr Siege bejubeln. Und ja, ist er dann im Nachhinein jetzt dann doch eingetreten. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Das ist aber natürlich so eine irre zweite Liga, das ist unfassbar, ey. Vor einem Monat, ich kann mich noch genau erinnern, gegen Paderborn, das war vor einem Monat, ey, was ich da noch alles rausgehauen habe, wie schwarz ich gemalt habe. Ich will trotzdem das Wort Aufstieg noch nicht in den Mund nehmen, aber wow, geil, nach diesem 1:0-Sieg in Münster sind wir dann aktuell, ja okay, ich weiß nicht, wann ihr das hier seht, das kann sich noch jetzt viel innerhalb dieses Spieltages ändern, aber aktuell sind wir auf einem Aufstiegsrelegationsplatz. Der Abstand zum Relegationsplatz in den unteren Tabellenregionen, der wird ja immer größer. Jetzt haben wir, glaube ich, 10 Punkte Abstand nach diesem Spieltag. Ja, ich habe ja natürlich immer mal wieder auch diese Gefahr im Auge, weil was ist das für eine zweite Liga? Ey, heute kratzt du in gewissen Tabellenbereichen schon fast am Abstieg und dann kratzt du plötzlich am Aufstieg. Das ist unfassbar. Also diese zweite Liga, das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass da, wie soll ich sagen, das Niveau so eng beieinander ist. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue und ich weiß noch nicht mal, ob es jemals so extrem war wie in dieser Saison. Aber gut, ein paar Stichpunkte, die ich mir gemacht habe. Also ich war auf jeden Fall das Spiel bei einem Abonnenten von mir gucken, mit dem ich mich mittlerweile angefreundet habe. Also soll keiner sagen, ich wäre nicht irgendwie nahbar. Jonas, Grüße gehen raus, war ein geiler Abend. Also natürlich muss man auch bedenken, wir haben viel mehr Zeit mit Quatschen verbracht im Nachhinein, als dass ich mich da die ganze Zeit auf irgendwelche bestimmten Szenen hätte konzentrieren können. Wie gesagt, das mache ich ja nicht beruflich. Es ist auch nicht irgendwie so, dass ich hier besonders viel mit den Analysen oder sowas mich beschäftigen möchte, sondern es geht mehr darum, den emotionalen Part einzufangen und auch gewisse Dinge, die du normalerweise eher einfangen würdest, wenn du auf der Tribüne sitzt oder stehst, in der Kurve stehst oder dergleichen. Was haben wir denn hier so schon bereits in der ersten Halbzeit gesehen? Ja, da fiel von Jonas der Satz, Pauli ist eine Maschine. Kann ich nur zustimmen. Also wie der in der Abwehr agiert, in so einem jungen Alter, das ist einfach herausragend, liebe Freunde. Münster wirkt jedenfalls relativ unsicher. In der 13. Minute aber gab es ein Getümmel in unserem Strafraum. Das resultierte aus dem Fehler von Paccarada, weil er den Ball nicht richtig klärt. Ich muss aber Dominik Heinz loben, wie er sich seit dem Kiel-Spiel so macht, muss man schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal so ein Sicherheitsfaktor in unserer Abwehr wird. Ich meine, ich dachte wirklich, der wäre über seinen Zenit hinaus, aber diese Dreierkette, die wir Gott sei Dank schon wieder gespielt haben, das ist ja wohl anscheinend der Schlüssel zum Erfolg. Marvin Schwäber auch schon wieder im Tor gewesen. Ich weiß selbst nicht, wir wissen alle, dass Jonas Obig ein mega großes Talent ist, aber aus irgendeinem Grund, ich sehe zwar nicht besonders irgendwelche herausragenden Situationen, was Marvin Schwäbe betrifft, aber aus irgendeinem Grund hat es wohl einen psychologischen Effekt. Keine Ahnung, warum das so ist. Sehr, sehr, Entschuldigung, sehr, sehr merkwürdig im Nachhinein. Aber ja, das war das, was ich so erstmal im Hinterkopf behalten habe in der ersten Halbzeit. Dann 21. Spielminute. Timo Hübers musste ausgewechselt werden, nachdem Münsters Mees ihn in einem Zweikampf auf den Kopf gefallen war. Davor gab es auch noch ein paar Situationen, wo sein Kopf in Mitleidenschaft gezogen wurde, oder eine Situation jedenfalls. Dann kam es zu einer Auswechslung. Also erstmal macht sich Baka Tukanda an der Seitenlinie warm. Wir denken alle, okay, das ist jetzt dieser Moment, dass er mal wieder irgendeine Chance bekommt. Nein, stattdessen rückte Erik Martel in die Innenverteidigung, während Olesen, der dann eingewechselt wurde, für Martel auf die Sechserposition
für Martel auf der Sechser-Position übernahm. Das ist sehr schade für Elias Bakatukanda. Ich hatte wirklich, wirklich angenommen, dass dieser Weg mit den Nachwuchsspielern jetzt wirklich komplett durchgezogen wird. Aber anscheinend, ja, ich weiß auch nicht genau, warum das irgendwie nicht so klappen will. Warum er keine Chance bekommt. Ich meine, okay, ich sage ja auch immer, tu alles für den Erfolg. Wenn es sein muss, bring auch Opfer. Und wenn es sein muss, verzichte auf Experimente. Aber ich weiß nicht, ob es so ein extremes Experiment gewesen wäre, auf Bakatukanda zu zählen. Es wird mir wirklich sehr leid tun, wenn wir auch dieses Talent verheizen. Das ist bei uns so eine kleine Mischung. Ein bisschen machen wir was aus unseren Talenten, ein bisschen auch wiederum nicht. Wir suchen da momentan immer noch nach einem Zwischending. Aber wie gesagt, der Erfolg gibt uns dann, oder gibt dem Trainerteam dann aktuell halt recht. Ich bin gespannt, ob Elias Bakatukanda unserem Verein erhalten bleibt, nach den ganzen Aktionen, die wir da mit ihm durchziehen. Vertrag ist ja noch so entsprechend, dass wir auf jeden Fall noch darauf zählen könnten, dass er dem Verein erhalten bleibt. Aber ich denke, es kommt wohl im Winter zu einer Leihe. Ja, bin mal gespannt, wohin er verliehen wird. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt keine Gerüchte oder dergleichen. Generell, momentan gibt es überhaupt gar keine Gerüchte. So richtige Gerüchte, bis auf Ivan Pertan oder Pertani. War keine Ahnung, ich weiß nicht, ich muss nochmal nachlesen, wie der heißt von Union Berlin, der Kroate. Pertan, glaube ich. Dass der bei uns aktuell für den Sturm so ein Gerücht ist, aber das können wir natürlich auf an einer anderen Stelle. Ich würde ja gern schon mal eine Folge über Transfergerüchte und dergleichen machen, aber es gibt nichts Konkretes momentan, liebe Freunde. Aber ich glaube, Elias Bakatukanda ist bald der Erste, der verliehen wird, wenn er nicht sogar eine feste Ablöse fordert. Feste Ablöse, einen festen Transfer fordert. Weiß nicht, also der wirkt auch sehr enttäuscht. Ich habe da einmal kurz ein Bild gesehen, da wirkt er doch relativ enttäuscht. Aber gut, im Nachhinein sollte uns der Erfolg recht geben. Und dann kam nämlich die zweite Halbzeit. Ja, was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch so großartig hier? Also es gab auf jeden Fall ein paar Druckphasen von Münster, aber das war dann in den letzten Zügen auch nicht besonders entscheidend. Jedenfalls dann Halbzeit. Also, warte, da gab es noch was. Also in der ersten Halbzeit spielte Dejan Ljubicic wirkte er zumindest etwas unbeholfen und unser Angriffsspiel wirkte etwas zu lahm und nicht scharfsinnig genug. Aber das war vollkommen egal in der 51. Spielminute in der zweiten Halbzeit. Ljubicic flankt auf Tim Lemperle und der köpft den Ball elegant ins Netz. Habt ihr das gesehen, diese Drehung, die er dabei gemacht hat? Ey, das war, ich weiß, der Name ist ein bisschen mittlerweile nicht gern gehört. Der Mann ist nicht gerne gesehen mittlerweile mehr in Köln, aber es hat mich an die besten Anthony Modest-Zeiten erinnert. Ich persönlich kann von meiner Seite aus sagen, ich hege keinen großartigen Groll gegen Modest, weil wir wissen ja auch nicht, was für ein Spielchen da eventuell Christian Keller mit ihm abgezogen hat. Natürlich ist er geldgeil. Das steht ja außer Frage. Aber trotz alledem, meine Spekulation ist, da lief auch einiges von Seiten Christian Kellers schief. Aber gut, komm, vergessen wir jetzt mal die Vergangenheit. Konzentrieren wir uns zumindest auf die Gegenwart. Weil im Nachhinein, mit Ausnahme von einem Kopfball von Mees in der 64. Minute, kam auch nichts mehr von den Gastgebern. Gab die ein oder anderen Druckphasen, ja, aber ansonsten haben wir das doch ganz souverän über die Bühne gebracht. Wir haben es auf jeden Fall über die Zeit gerettet. Gab halt nicht mehr viel, das Münster uns entgegenzusetzen hatte. Und ja, gab noch ein paar Aktionen, die von Dominik Heinz, die vielleicht ein bisschen grenzwertig waren. Da gab es auch eine Schwalbe. Ja, gab es eine eindeutige Schwalbe. Und natürlich gab es dann die entsprechenden Anti-FC-Gesänge. Ja, okay, was willst du machen? Mich selber hat das jetzt nicht großartig tangiert, muss ich an der Stelle sagen. Weil letzte Saison waren wir so lieb und wurden auch so oft benachteiligt von den Schiedsrichtern. Wir Kölner wissen, wie das ist, wenn wir benachteiligt werden. Keiner weiß es so gut wie wir. Zumindest was die Erstligasaison angeht. Wir haben eigentlich immer Pech gehabt mit Schiedsrichtern. Und ja, was soll man machen? Jetzt sind wir mal an der Reihe. Jetzt sind wir mal an die Reihe, dass der Gegner sich verarscht fühlt. Fußball ist nicht immer fair. Er will fair sein, aber es misslingt ihm in den meisten Situationen. Das ist wirklich so. Also,
Ja, Dominik Heinz ist ein kleiner Drecksack, aber wir haben diese Drecksack-Mentalität hat uns ein bisschen gefehlt. Ein bisschen mal versuchen, die Leute auszutricksen und dergleichen mit solchen Aktionen. Und von daher, es hat was gebracht. Klar, hätte auch eventuell, wie soll ich sagen, hätte auch zu einer Karte führen können, vielleicht sogar eine rote. Aber ja, es wird mal Zeit, dass auch wir Glück haben. Letzten Endes stehen wir auf einem Relegationsplatz. Auf Platz 3. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Momentaufnahme. Schauen wir mal, wie die nächsten Spieltage oder wie es sich bis zur Winterpause entwickelt. Aber aktuell, alles, was wir gemacht haben, hat was genutzt. Und ich sage aber trotzdem, es sind noch 19 Punkte, bis wir die 40 drin haben. Und dann schwöre ich euch, dann wird hier gefeiert. Dann wird hier gefeiert. Ja, das ist alles, was ich zu diesem Spiel zu sagen habe. Wundervoll, aber das ist noch nicht alles für dieses Video. Jetzt ist endlich soweit, sich zu bedanken, liebe Freunde. Ich danke euch so dermaßen, von ganzem Herzen, aus meinem tiefsten Herzen heraus. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben die 300 Abonnenten geknackt. Wir haben sie geknackt. Also, solange ich nicht irgendwie extreme Scheiße baue, bleibt das jetzt erstmal in Stein gemeißelt, dass wir eine, doch finde ich, ordentliche Zahl erreicht haben, weil es gab so viele YouTuber, die ich früher entdeckt hatte, die zu dem Zeitpunkt 300 Abonnenten hatten und wo sie diese 300 mindestens gehalten haben. Das ist für mich schon eine ordentliche Zahl, wo ich sagen kann, es gibt hier die Möglichkeit, gewisse Videos zu machen und dass diese Videos in einer ordentlichen Zahl angesehen werden, sodass sich das Produzieren auch lohnt. Es geht ja auch nicht um Geld. By the way, ich muss 1000 Follower erreichen, um hiermit zumindest geringfügig Geld zu verdienen. Denkt ja nicht nur, weil man nie Videos hochlädt, denkt ja nicht nur, weil der eine oder andere FC-YouTuber 10.000 Views hat, dass er damit reich geworden ist. Nein, so funktioniert das nicht. Und wie gesagt, du musst 1000 Follower knacken, um überhaupt mit der Sache Geld zu verdienen. Aber ich verspreche euch, sollte es jemals dazu kommen, ich verspreche euch, ich investiere das, solange es nicht irgendeine Summe ist, die mich reich macht, glaube ich aber nicht, investiere ich jetzt nur in Equipment und FC-Klamotten, damit ihr schöne Hauls bekommt. Ihr wollt das auch sehen, was für eine Scheiße ich mir schon wieder gekauft habe. Schön Kacke kaufen. So wie meine Eltern das immer gesagt haben, hat er schon wieder Kacke gekauft. Ja, dann immer, wenn ich im Shop bin, denke ich mir, ja, Kacke kaufen. Wird auf jeden Fall demnächst dazu kommen. Mein Geburtstag ist auch nicht mehr weit. 2. Dezember, falls das einer von euch sich merken möchte. Da habe ich Geburtstag. Alter verrate ich nicht. Wollen noch ein paar Geheimnisse behalten. Ihr könnt gerne spekulieren. Aber gut, ich hatte ja auch gesagt, wenn es dann dazu kommt, gibt es ein Fragen und Antworten. Aber nicht sofort. Nicht sofort. Ich kündige es rechtzeitig an, aber ich möchte es dann machen, wenn ungefähr die Winterpause beginnt. Weil dann ist so ein bisschen Leerlauf und da können wir uns in einem Video explizit mit euren Fragen und meinen Antworten dazu beschäftigen. Das ist das erste und es wird noch so ein kleines Special-Video in der Winterpause dann geben, solange die Aufnahme mir nicht misslingt, wo es um meine Trikotsammlung geht. Nicht die komplette, aber ihr werdet es schon sehen. Ich will es euch nicht komplett verraten. Also einfach nur mal danke erst einmal an meine Mitstreiter, die mich gepusht haben, die mir von Anfang an den Rücken frei gestärkt haben. FC Fabio sowieso, ohne dich hätte ich diese Inspiration, das Ganze hier zu machen, niemals erhalten. Pierre vom Kanal Köln in Zeit, wir sind mittlerweile richtige Freunde geworden und du hast mich immer motiviert und mir immer meine Stärken aufgezeigt, immer gesagt, das und das finde ich bei dir cool, bei deinen ganzen Online-Auftritten. Wie gesagt, ich war vorher mal bei einem anderen Format, aber ja, das erwähne ich jetzt nicht mehr. Mehr sage ich dazu auch nicht. Und dann habe ich irgendwann mal diesen Account gegründet und Pierre hat mich da sehr bestärkt darin, als ich gestruggelt habe, ob ich es machen soll oder nicht. Und natürlich Taubi. Wow, Taubi, diese Unterstützung von dir hätte ich so nicht erwartet. Ich gehöre auf jeden Fall zu dieser Bubble. Ich gehöre auf jeden Fall zu dieser Bubble dazu und das ist mir eine große Ehre. Es ist mir eine große Ehre, Teil dieser Bubble zu sein. Eine Bubble, der ich mittlerweile den Namen FC-Nerds gegeben habe. Also wir alle, FC Fabio, Pierre, Taubi und meine Wenigkeit, wir sind die FC-Nerds. Eigentlich gehört auch der Fabios bester Freund dazu, der ist aber mehr hinter der Kamera tätig bei Fabio und bald in einigen Projekten von mir. Stefan, du seist auch gegrüßt an der Stelle. Ja, und natürlich ich will jetzt nicht irgendwelche Follower herausfiltern. Das machen wir irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt, weil sonst sagt der eine oder andere, hey Mann, du hast mich vergessen oder sowas. Einfach ihr alle, danke, dass ihr dabei seid. Das motiviert mich. Jeder eurer Kommentare, der irgendwie ein Feedback oder mich abgibt oder mich irgendwie vorantreibt, der mir Inspiration auch teilweise gibt. Einfach danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, es bleibt auch so.
Ich hab euch lieb. Ich hab euch wirklich lieb. Hoffentlich begegne ich einigen von euch noch in Zukunft. Ja, und das ist dann alles, was ich dann an der Stelle zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und falls ihr jetzt stille Zuschauer seid, werdet Teil des Ganzen, wenn ihr wollt. Ein Like, ein Abo und das Video zu teilen. Würde den Kanal nochmal richtig voranbringen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.